Servus beieinander, der Johann Barsi ist wieder da. Und heute kochen wir zum Abnehmen schöne Paprikaschoten mit einer vegetarischen Füllung. Dafür brauchen wir Couscous und den reichen wir ein mit Gemüsebrühe. Gut bedeckt und dann müssen wir ihn einfach stehen lassen. Couscous ist heute so gut, das ist gedämpfter Weizengrieß, der ist halt so gut, den brauchen wir gleich gar nicht mehr kochen davor. Und in der Zwischenzeit machen wir unseren Ansatz mit den Tomaten. Für die Tomatensauce wie immer Zwiebel, Knoblauch, das lassen wir in Öl ein bisschen anschwitzen. Im Sommer können wir frische Tomaten hernehmen. Jetzt im Winter, wenn sie nur bedingt schmecken, ist kein Problem, mit geschälten Tomatenwürfeln zu arbeiten. Genau, alles daneben. Würzen werden wir es natürlich mit Salz, Pfeffer, Zucker, alles was die Tomate selber hat, das muss man unterstützen, also Zucker und natürlich Säure. Ich nehme gerne ein bisschen an weißen Essig her, geht aber auch Zitronensaft. Und jetzt ein kleiner Trick von mir, damit es schön rund schmeckt, tun wir ein bisschen Butter rein. Und Egerlinge. Können auch Champignons sein, andere Schwammerl, wer keine Schwammerl mag, kann ein paar Gurken reinschneiden. Alles kein Problem. Und dann machen wir unsere Fülle fertig. Der Couscous ist eingeweicht. Wir schmecken ein bisschen ab mit Salz, Pfeffer, kleine Prise Zucker. Dann brauchen wir ein Ei. Dann bindet die Sache schöner. Einen schönen Feta. Ein bisschen Kräuter. Ich habe in dem Fall Koriander. Den zupfe ich da noch rein. Und schon können wir die Paprikaschoten füllen. Bei denen schneiden wir oben den Deckel runter, nehmen die Samen und die Häute raus, richten wir in den Topf rein, lass nicht umfallen, wie du. Und füllen mit unserer Couscous-Fülle. Und wer das vegan haben will, der nimmt halt statt dem Feta einen Tofu und lässt das Ei weg, dann bräselt es ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm, es geht allbein noch. So. Deckel drauf. Nochmal heiß machen. Und dann lassen wir das Ganze garen. Wir können es in den Ofen reinstellen, wir können es aber auf dem Herd machen. Und ratatata, unsere Paprikaschoten sind fertig.
Jawohl. Und da braucht man eigentlich nichts mehr machen. Die schmecken eigentlich so. Jappa. Und so schauen sie innen aus. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen und immer schön aufpassen, was beim nächsten Mal gibt. Servus beieinander.